So, grüß denk, wieder mal Hirnbatzel, querbeet durch alle Themen. Gestern habe ich mich wirklich gewundert, denn da kann man sich nicht mehr aufregen. Das ist so unglaublich. Bundespressekonferenz, Beitrag von Reitschuster, den sie ja nicht mehr zulassen, weil er zu kritische Fragen stellt. Alle Journalisten hockend mit dieser Sklavenmaske drin, obwohl es gar nicht vorgeschrieben ist. Oben auf der Bühne der Scholz, der da genüsslich, süßlich, lächelnd in seiner Art kaum Antworten gibt, also zum Teil nur kurze Wörter. Er hat da einen großen Auftritt und man spielt ihm die Bälle zu, dass es eine wahre Freude ist. Also ein Schauspiel unwürdig jeder Demokratie. Ein Schauspiel unwürdig unseres Landes. Es ist schlimm. Dann haben wir auch so einen Videoclip von einer recht sympathischen Dame gesehen, wahrscheinlich in unserem Alter, die ihm da jammert. Also, sie hat jetzt so schwer Corona gehabt, ist monatelang gelegen und ist schon 3 oder 4 Mal geboostert und sie hofft, dass es jetzt bald den nächsten Booster gibt. Weißt, das ist ganz offensichtlich eine intelligente Frau. Man sieht sie am Gesicht da, aber da hat ihr irgendjemand was ausgeschaltet. Das 3,5 Millionen Arztbehandlungen nach diesen Boosterimpfungen haben die Krankenkassen gezählt. 3,5 Millionen. Und auch nach diesen defensiven Schätzungen der Todeszahlen und so weiter von einigen zigtausend weltweit. Es passiert nichts. Diese Verbrecher machen weiter. Dann habe ich gestern ein Interview mit der Bredarovic, glaube ich, heißt, gesehen, die einen Spezialisten da gehabt hat, den schon vor 2 Jahren mal interviewt hat, der die evidenzbasierten Maßnahmen oder das, was man dafür hält, ein wenig auseinander nimmt. Es ist einfach lächerlich. Also, oder der Krieg in der Ukraine. Da werden von diesem Zelensky Lügen aufgetischt und unsere Medien beten es nach, ohne auch nur im geringsten zum Hinterfragen. Warum sollen die Russen das Atomkraftwerk beschießen, das sie selber besetzt haben? Also, oder warum sollen die Russen ukrainische Kriegsgefangene mit Raketen beschießen, die sie selber eingekastelt haben? Das behauptet dieser Zelensky. In Wirklichkeit, wenn wir da Zeugen beseitigen, dieser Mann ist zu allem fähig. Der tut das, was man ihm anschafft. Und wer es anschafft, das ist bekannt. Das ist diese ukrainische und amerikanische Oligarchie. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, ob sie wirklich einen großen Krieg inszenieren wollen. Es sprechen heute auch sehr vorsichtige Stimmen vom Atomkrieg. Gut, dass ich nicht an Atombomben glaubt, dadurch muss man da nicht fürchten. Aber die haben so schreckliche Massenvernichtungswaffen anderer Art, vor denen man sich sehr wohl fürchten muss. Und ich habe wirklich den Eindruck, die wollen dieses Europa, vor allem dieses Deutschland, dieses Russland niedermachen, einen Konkurrenten beseitigen. Ich sehe keine andere Erklärung dafür. Wobei ich immer noch nicht weiß, welche Rolle der Putin spielt. Denn er macht ja bei so vielen Gaunereien der WHO und so weiter mit. Ja,
schon, dass ich nicht unterbrechen kann bei diesen Aufnahmen. Ach ja, eins aus unserer Gegend, da ist ein sehr großer Abrissunternehmer, der auch Hochhäuser baut und sich in den Himmel hebt. Den ist mir jetzt draufgekommen, dass er Bauschuttmaterialien irgendwo verschwört. Der Skandal ist aber aus meiner Sicht, Behörden, die jeden kleiner Bisacken bis aufs Blut, wenn er einen Schub verbaut, die kontrollieren nicht, wo der seinen Bauschutt hinbringt. Von einem weiß man so, irgendein Konkurrent hat ihn hingehängt und da hat er einfach ein Kiesgrum aufgefüllt mit allen Giften und Belastungen, die da drin sind. Dann hat er vor 2-3 Jahren eine Klinik abgerissen, die hat er für 1 Euro gekauft. Und dann später hat er das Gelände an die Stadt für 3,5 Millionen verkauft. Und man hat nicht kontrolliert, wo er das Klumpi bringt. Jetzt durch irgendeinen anonymen Anruf hat man anscheinend einen Platz gefunden. Aber bei uns laufen Dinge ab, die nicht mehr schießen. Zigtausende Tonnen von Asbest und PCB irgendwo verschont. Es gibt immer irgendwann, der sagt, ja, haus rein, das nasse Loch da. Jetzt bin ich schon so alt und reg mich aber noch auf. Obwohl ich weiß, dass nie anders werden wird. Wahrscheinlich. Jetzt wird langsam ein wenig gezeigt, welche Schnöseln in den öffentlich-rechtlichen Sender drin hocken. Also die an vorderster Spitze, die Schlesinger, die sich da Räume einrichten lässt für 600.000 Euro. Jetzt hat man also eine bayerische Verwaltungsrätin dabei aufgedeckt, dass sie 2 Chauffeure hat und 2 Dienstautos. Also die hauen diese Gelder, die dem Volk zwangsweise abknüpft werden, für wirklich persönliche Dinge raus. Die schauen sie nicht. Ich meine, dass seit Jahren auch dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgerichtet ist, regierungstreu, NATO-treu, oligarchentreu, und die Tagesschau lügt, was das Zeug halt, das sollte eigentlich schon den Plätzen auffallen. Und wir müssen es zahlen. Also ich habe immer das vielleicht nicht passende Beispiel vom alten Jesus Christus, den man ans Kreuz schluckt und vorher lässt man ihm das Kreuz noch zahlen. Und wir müssen unser Kreuz finanzieren, mit dem er uns dann der schluckt im Hirn dumm macht. Ja, es ist ein Kreuz und ich kann es ja wieder nicht lesen und nicht brennen. Ich habe also sehr viele Themen da, aber lassen wir es einmal. Lassen wir es bei den paar Bemerkungen. Klang eins noch, der vom Merz, Friedrich Merz, ist eine Rede im Netz, an der er behauptet, dass der 23. oder der 24. September ein Termin ist, an den sich jeder später noch erinnern wird, wo er genau war. Was an diesem Termin passiert, sagt er nicht. Aber dass nichts Gescheites ist, das darfst du mir glauben. Und dieser Merz, der ist ja nicht irgendwer, der ist ja bei BlackRock angestellt.
bei dieser 10 Billionen reichen Schattenbank, die praktisch das ganze Geld der Oligarchen verwaltet, die alles bei sich drin haben. Wenn du meinst, ich trinke jetzt eine Coca-Cola, weil ich keine Pepsi mag, dann ist aber Pepsi-Cola auch mit da drin. Also ja, alle Waren, die so groß global im Umlauf sind, die man als einfacher Mensch, als Konkurrenten begreift, die sind da alle drin. Es ist wurscht, wie du dich entscheidest. Die sind schon da. Und diese Schattenbank, BlackRock, und die andere, die auch damit verwoben ist, die Vanguard, da ist der Merz viele Jahre als deutscher Vertreter da drin gewesen. Und dass er diese Beziehung aufgegeben hat, das glaubst du selber nicht. Das ist ein Agent, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen. Nein, nicht in Anführungszeichen. Ein Vertreter dieser Geldmafia. Und der sagt uns, am 23. September wird irgendetwas passieren, das wir nie vergessen werden. Jetzt bist du dran. Ja, was kann ich noch Schönes sagen zum Schluss? Ja, die Sonne scheint. Morgen sollte es auch scheinen. Aus dem persönlichen Bereich, die Äpfel fallen da runter, obwohl ich es jeden Tag spritze. Es ist unglaublich, was wir für einen Haufen Ungeziefer um die Weh haben. Die bohren die Äpfel, dass gerade so eine Freude ist. Innerhalb weniger Tage sind die durch und durch braun. Apropos braun. Es wird oft den kritischen Leuten nachgesagt, sie werden braun, irgendwelche Nazis. Aber ihr wisst schon, wer wirklich braun ist. Jetzt nicht im nationalistischen Sinn, sondern im faschistischen Sinn. Rätselaufgabe. Wir denken.